Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr. Die Sommerpause des Kölner Treff ist beendet und wir sind wieder da. Das Publikum auch. Was besonders schön ist und natürlich die Gästerunde. Die Gründung der Band war damals eigentlich eine Schnapsidee, aber heute wird Casala nicht nur im Rheinland über Gebühr gefeiert. Es gab ein unglaublich tolles Konzert mit über 40.000 im Stadion und er ist immer noch im Glücksrausch. Der Chef und seine Truppe, Basti Kammann und Casala, herzlich willkommen. Das sind ja schon sehr schöne Geschichten hier heute. Und deine, Basti Kammann, ist hier auch so eine tolle. Ja. Köln ist ja Musikstadt. Sowohl im klassischen Bereich wie natürlich auch in anderer Musik. Und die kölsche Musik ist ja weit über Köln bekannt. Es ist immer wieder die Frage, wieso kommen kölsche Lieder überall so gut an? Ich glaube, das ist also wenn man das deutschlandweit sieht, es ist natürlich so, dass eigentlich überall Exil-Rheinländer wohnen. Und der Rheinländer hat ja dann relativ schnell auch, bindet er Menschen an sich, ja. Die nimmt er dann immer auch überall mit hin. Und dann kann man auch überall Menschen erreichen. Ja, und es hat geklappt, auch natürlich vor allem bei euch. Casala, es war eigentlich eine Schnapsidee. Die ist jetzt 11 Jahre her. 11 ist ja auch so eine typisch kölsche Zahl. Ne? 11.000 Jungfrauen, 11., was weiß ich alles und so. Vor 11 Jahren gegründet. Mit welcher Vision? Ja gut, also die Vision, die Idee hatten Flo und ich nachts um 2 auf einer Hausparty in seiner Küche, also da, wo alle großen Ideen der Weltgeschichte natürlich entstehen. Und die Intention war einfach, wir würden gerne die Sprache, die wir sprechen, die uns umgibt, wieder übersetzen in Musik, die wir einfach zu der Zeit gut fanden und cool fanden und haben gesagt, komm, wir versuchen das einfach mal. Aber stimmt nicht das Gerücht, dass du Kölsch noch mal richtig lernen musstest? Es stimmt insofern, dass ich das ein bisschen in die Wiege gelegt bekomme von meinem Vater. Aber es war halt natürlich so, in der Zeit hat man das nicht gesprochen. Das war dann immer, da rümpfte man die Nase, wenn man auf dem Schulhof richtiges Kölsch gesprochen hat. Das gehörte sich quasi nicht in der Zeit. Es war nicht angesagt. Es war die Sprache, also man hat da früher gesagt, das war der Assi, der Kölsch gesprochen hat. Leider. Und deshalb mussten auch wir das dann nochmal in dem Prozess wieder ein bisschen uns drauf schaffen und ein bisschen in die Tiefe einsteigen. Kannst du Kölsch? Bis jetzt, ne? Also ich bin ja auch in Köln groß geworden. Ich kann das 100%ig nachvollziehen. Ich meine, mein Vater ist 38 in Köln geboren. Und man sprach aber lupenreines Hochdeutsch. Und deswegen, das war genau wie Basti das beschreibt. Und irgendwie ist es schade. Ich kriege Pipi in die Augen, wenn jemand wirklich Urkölsch spricht. Das ist so, dieses breite Rheinische ist die eine Nummer. Aber wenn man mal in die Südstadt geht und wirklich noch jemanden trifft, es gibt kaum noch Menschen, die wirklich echtes Kölsch sprechen. Wenn ich die höre, dann kriege ich auch wieder mal Pipi in die Augen. Weil das gibt's kaum noch. Aber diese Entscheidung, ja, ich weiß nicht, wie das war, als du jung warst. Dein Vater, Gitarrist bei den Räubern, auch eine super, super bekannte Kölner Band. Dein Vater hat Musik gemacht, ich weiß nicht, das war auch Karnevalsmusik, aber eben nicht nur. Fandst du die als Teenager, fandst du die geil oder so? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Nein, ich fand es schön, dass mein Vater das gemacht hat. Ich fand ihn als Typ super. Aber ich habe natürlich, als Teenager habe ich Nirvana gehört. Da habe ich mir jetzt nicht dann irgendwie die Räuber reingezogen. Ja, hier ist er links im Bild. Genau. Genau, das kam auch erst wieder ein bisschen viel später. Natürlich hat man das Karneval gehört. Jetzt höre ich es natürlich immer dann, wenn der FC ein Tor schießt, darf ich das einen Song von meinem Vater hören, dann vergisst man das auch nicht. Aber zu der Zeit hat man natürlich andere Musik gehört. Also, und da war dann sowieso auch Distanzierung vom Vater, dass man bloß nicht das alles cool findet, was der Vater macht. Das ist dann natürlich, wenn man 17, 18 ist, auch der Fall. Aber noch einmal nachgefragt, wo hast du es denn dann gelernt? Die Sprache? Ja. Ja, man hat das natürlich gehört. Also wir waren natürlich schon immer Karneval auch unterwegs und natürlich hat der Vater das auch mitgebracht. Und ich habe mir natürlich auch seine Musik angehört und auch in der erweiterten Familie wurde es gesprochen. Deshalb verstanden hat man es immer. Man musste nur mit dem, wenn man dann selber eine Geschichte erzählte auf richtigem Kölsch, da stolperte man dann doch. Und genau, das war dann aber auch das Schöne, als wir die Band gegründet haben, konnten wir uns dann auch einfach nochmal tiefergehend mit dieser Sprache beschäftigen. Also alles Kölsche Jungs? Bei uns in der Band? Könnte ich sagen, stimmt aber nicht. Sagen wir mal, aus dem erweiterten Speckgürtel sind wir. So, das lassen wir doch durchgehen. Ich bin in Köln geboren. Nicht zuletzt durch die Bands in Köln ist das Kölsche natürlich auch weit verbreitet, muss man sagen. Ich erinnere immer noch, dass Margarete Bruch mir mal erzählt hat, wie sie Kölsch lernen muss, das Rheinische, für den Film Teufelsbraten, die Verfilmung von Ulla Hahn. Und die ging dann zur Gesellschaft für Kölsche Sprach und sagte, ich habe das nicht verstanden. Ich habe geübt und dann habe ich gesagt, Böcher. Nein, sagte der Lehrer, das heißt nicht Böcher, das heißt Böcher. Ja, Böcher. Nein, Böcher. Also es ist eine Sprache mit Feinheiten, das muss man ganz deutlich sagen. Genau wie Schweizerdeutsch, auch nicht einfach. Halskrankheit, sagt man immer. Ja, das lernst du ja jetzt wahrscheinlich, obwohl du gerade in der Schweiz bist. Fremdsprache. Ja, so, wird Kölsche. Aber bevor wir
Casala, alles gut. Bevor wir jetzt noch weiter darüber reden, einmal kurz reingucken, denn es gab jetzt ein legendäres Konzert nach langer, langer Vorgeschichte. Endlich, Stichwort Corona, der längste Vorverkauf der Welt. 2018 fing das Ganze an, die Planung. Jetzt gerade hat es stattgefunden im Rhein-Energiestadion vor mehr als 40.000 begeisterten Fans. Toll. Und gleich kriegst du wahrscheinlich Pippi in die Augen. Aber nur damit man mal die Stimmung auch in München begreift. Überall. Ja, deswegen mal ganz von dem Konzert. Ich komme aus der Stadt mit K. Schalalala, 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 aus der Stadt mit K. Schalalala, 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 Dankeschön, Casala. Ja. Das Konzert wird nach dem Kölner Treff heute Abend im WDR-Fernsehen gesendet. Also wirklich ganz, ganz heißer Sendetipp und so. Aber warum hatten viele von euch so viele Tränen nach diesem Konzert oder schon während dieses Konzerts? Also natürlich war es die lange Vorbereitung. Wir mussten es zweimal verschieben. Das war ja gerade schon angedeutet. 4 Jahre lang waren wir fast im Vorverkauf. Und natürlich die ganze Vorbereitung bis kurz vorher, das Zittern. Kriegt einer von uns das böse C und es fällt schon wieder aus. Und natürlich ist es etwas für uns als Band aus Köln, zumindest nominell ist es das größte Konzert, was wir spielen können. Und dass wir vor 11 Jahren aus einer Schnapsidee mit Wegbegleitern und Freunden, und das betrifft nicht nur die Band, sondern auch das ganze Team drumherum, das sind alles Menschen, die wir lange Jahre schon kennen und wir sind zusammen diese 11 Jahre gegangen, dann da hinkommen. Das hat uns einfach alle, wir haben mittags schon da in dem leeren Stadion uns in den Armen gelegen und geweint, weil es einfach so unbegreiflich ist, dass da 41.000 Menschen kommen, um unsere Musik zu hören. Und da ist man sehr demütig und sehr dankbar und weiß das sehr zu schätzen, dass man das machen darf. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Ist natürlich auch so, das weiß auch Angelika, das wissen alle Künstler, Künstlerinnen, die auftreten, dass so viel immer wieder unberechenbar gewesen ist. Und deswegen habt ihr auch 2018 angefangen und dann wurde es immer wieder verschoben. Da war der Vorverkauf und so. Was war eigentlich das größte Risiko dabei? Das größte Risiko, als wir uns das überlegt haben. Das ja überhaupt, so ein Ding mit über 40.000. Ja, dass es über 40.000 Leute sind. Also wir haben es ja im Prinzip selber organisiert. Es war jetzt keine Booker-Agentur, wir haben das mit Partnern zusammen, aber wir haben das selber auf die Beine gestellt und haben natürlich auch das komplette Risiko gegangen. Und wenn da jetzt nur 5 Leute gekommen wären, die ganzen Sachen sind natürlich angestoßen gewesen. Wäre schlecht gewesen. Und für eine Band wie uns ist es halt, das ist, also wie sagt man so schön, One-Shot. Wir machen das, wir sind nicht auf einer großen Stadion-Tournee oder ähnliches. Das ist unser Abenteuer, was wir planen. Und da sieht man dann ganz schnell bei der Planung Summen, da wird einem aber ganz schön schwindelig. Und dann, genau, deshalb haben wir auch lange überlegt, bevor wir dann gesprungen sind und haben es dann zum Glück dann doch irgendwie gemacht. Aber so etwas ist ja ein Geschenk. Ja, absolut. Das ist ein wirklich sehr großes Geschenk. Hat dein Vater den Erfolg noch erlebt? Leider nein. Mein Vater ist sehr früh gestorben, auch mit 48 schon. Das ist jetzt auch schon 16, 17 Jahre her. Der hat noch nicht mal die Bandgründung miterlebt, leider. Ja. Aber trotzdem spielt ja dein Vater in deinem Leben und im Leben der Band eine ganz besondere Rolle. Wie würdest du die beschreiben? Ja, also für mich ist es natürlich so, dass er immer mitkommt und er mir ja auch viel mitgegeben hat, ich immer viel lernen kann, wenn ich da retrospektiv drauf schaue. Und gerade zu Beginn, aber jetzt auch noch so, war es so, wenn wir durch die Säle in und um Köln gezogen sind, auf den Konzerten, auch im Karneval, gab es eigentlich fast kein Konzert, wo nachher irgendjemand ankam und sagte so, Dinge, Pap, das war eine Jode Freund von mir. Also das war ein guter Freund von mir. Und das war wirklich auch so, das kam so häufig, dass man sich auch mal gedacht hat, also
wenn der wirklich so viele Freunde hatte, dann hat der irgendwas in seinem Leben Richtig gemacht. Also irgendwas hat er ja an Menschen, hat er ja irgendwie Menschen berührt und das war auch, glaube ich, das, woran ich mich immer sehr gerne erinnere, ist, dass er immer auf Augenhöhe mit Menschen gesprochen hat, immer an der Theke mit den Leuten gesprochen, war nie irgendwie weg oder sonstiges und ja. Du hast aber vorhin eine Bemerkung gemacht, als ich dich nach der Musik gefragt habe, ob du die auch so super fandst als Heranwachsender oder so. Da hast du gesagt, naja, zu der Zeit hört man was anderes und man will auch mit den Eltern oder mit dem Vater, will man eigentlich nicht so besonders eng sein oder so. Das heißt, du warst aber trotzdem, wie alt warst du, als er gestorben ist? Ich glaube, an die 30 oder so. Ich war schon 30, mein Vater war, sie waren sehr jung, meine Eltern. Genau. Mein Vater war 18, als ich geboren wurde, also es war fast eher so eine große Bruderbeziehung, dementsprechend auch. Aber ist das dann so eine Neuentdeckung durch die vielen Menschen, die deinen Vater wirklich einfach super fanden? Dass absolut, denkst, total. Ich habe irgendwas an dem gar nicht kennengelernt. Ja, total. Und ich durfte das ja sogar nochmal neu entdecken durch ein Lied, was der wundervolle Flo geschrieben hat. Das ist gar nicht, das, was wir nochmal über ihn singen und aber natürlich auch die Menschen, die Dinge erzählen, dass man das so ein bisschen von außen sieht und dann nochmal so retrospektiv einfach mal guckt, ach krass, so ein Typ war das also. Ja, im neuen Album, das gerade rausgekommen ist, halt ein Lied über deinen Vater und der Flo kam aber auch, nicht du. Ich weiß nicht, ob du das getraut hättest, der Band zu sagen, ich möchte jetzt gerne mal über meinen Vater singen. Hätten die wahrscheinlich gedacht, was hat der denn jetzt? Ne? Aber Flo kam auf die Idee. Kannst du mal sagen, Flo, ich glaube, du bist verkabelt da hinten, du hast ein Mikro, ja. Wieso hast du die Idee gehabt zu sagen, komm, weißt du was, Basti, wir machen jetzt einen Song über deinen Vater? Ich probiere halt immer eigentlich auf der Suche nach Songs so ein bisschen mit offenen Antennen so ein bisschen durchs Leben zu gehen, weil viele Ideen kommen ja einfach, wenn man einfach so ein bisschen auf Empfang ist. Und bei dem Lied war das so, wie Basti erzählt hat. Wir sind halt so durch die Säle und Zelte gezogen und es kamen ständig Leute, so Basti noch mal angesprochen haben, gesagt, der Vater, das war eine Jode Freund und hatten Tränen in den Augen. Und es war wirklich so, dass man gemerkt hat, der hat irgendwas in den Leuten ausgelöst und ich fand das einfach eine sehr schöne Geschichte, die das Leben uns quasi so dargeboten hat. Und ich habe dann irgendwann eine kleine Songidee dazu gehabt und habe Basti die halt vorgespielt, weil ich auch dachte, ist das jetzt irgendwie cool, wenn ich einen Song über deinen Vater schreibe, wo ich quasi die Beobachtungen, die ich halt, wir sind ja auch sehr eng befreundet und erleben viel zusammen und das dann in so einen Song zu packen, ist ja auch ein sehr persönliches Ding, wo ich auch nicht wusste, wie reagiert er jetzt. Finde das jetzt irgendwie total blöd, dass ich so die Beobachtungen halt zum Song aus seiner Sicht ja auch mache. Und Basti hat der Song aber tatsächlich ganz gut gefallen und der ist jetzt auch fester Teil des Live-Programms. Der Titel ist auch von dir, Flo, Bunte Hunk. Man muss sagen, Kölsch, Hunk heißt Hund. Genau, bunter Hund, also ein bunter Hund, den halt viele Leute kannten. Genau, darum geht's. Bekannt wie ein bunter Hund. Daher kommt. Genau. Wenn ich schon gerade hinten bei euch bin, bei der Casala-Truppe, frage ich nochmal, Flo und vielleicht auch nebenan, du hast das Mikro da, wie hast du dieses Konzert aus deiner ganz persönlichen Sicht erlebt? Ist man da im Rausch oder was ist doch, wenn man die Bilder gesehen hat, was ist denn da los? Ja, es war natürlich ein unheimlich emotionaler Moment, dass man als Band sowas irgendwann mal erleben darf, ist ja wie so ein Traum. Also wir haben, glaube ich, alle bis zum letzten Moment gedacht, krass, dass das jetzt wirklich passiert, weil es dann auch zweimal verschoben wurde und irgendwann fühlte sich auch so an, so okay, das passiert jetzt eh nicht mehr und als wir dann plötzlich da standen und dann fiel der Vorhang und die Leute waren da, waren wir, glaube ich, alle erstmal ziemlich platt und es ging dann sehr, sehr schnell vorbei gefühlt, also es war dann wirklich wie so ein Rausch und am Ende plötzlich verbeugt man sich und denkt, okay, krass, das war es jetzt schon, aber es war ein unheimlich toller Moment. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr dankbar einfach, dass wir Hattet das ihr vorher durften. eigentlich, also nicht Angst, dass es ein finanzieller Verlust wird, sondern hattet ihr Lampenfieber, Schiss vor dem Auftritt? Auf jeden Fall, natürlich, klar. Aber wir spielen ja auch sehr oft und irgendwie hat man ja auch mittlerweile so einen professionellen Umgang damit und bereitet sich dann vor, hat so seine Rituale und wenn man auf die Bühne geht, ist man dann schon in so einem Modus auch, dass man dann auch Gut, bei den Fußballerinnen haben wir nochmal gesehen, die nehmen sich alle, das kennt man ja vom Sport, die packen sich so selber in den Kreis rein und sprechen sich zu. Wie ist euer Ritual? Genau, das machen wir auch. Getroffen. Sehr schön. Gerne. Vielen Dank, Flo. Ein kleines Problem gibt es ja, wenn Kölsche Bands auf Kölsch singen, dass sie zu schnell als Karnevalsband vereinnahmt wird. Man kann ja im Karneval, wenn nicht gerade Corona ist, viel Erfolg einheimsen und auch viel Geld verdienen. Aber ihr seid ja dann auch irgendwann in den Karneval, wie dein Vater auch, mit den Räubern. Und da waren aber auch nicht alle begeistert. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das ja auch ein neuer Ton. Die Leute waren nicht immer alle begeistert, nein. Also ich meine, wir haben es ja dann ein bisschen anders gemacht auch, ein bisschen mehr auf unsere Art. Und dann gab es dann schon, da sitzen ja dann immer ein Elferrat mit Präsidenten und
möchte jetzt auch keine Namen nennen, ich weiß auch gar nicht mehr den Namen, auf jeden Fall hat dann einer der Präsidenten uns auch mal verabschiedet mit der wunderschönen Zeile, das ist der neue Karneval, nicht immer schön, aber laut. Das kaufen wir. Aber da wieder rauszukommen aus der Karnevalsschublade, ist auch nicht einfach. Also wenn man eine Band ist, die aus Köln kommt und die auf Kölsch singt und auch bewusst die Entscheidung getroffen hat, am Karneval teilzunehmen, weil es für uns ein Teil der Identität der Stadt ist, dann muss man damit leben. Also wir spielen ja auch deutschlandweit und dürfen da auch, haben das große Glück, da auch teilweise vor 1000 Leuten in München oder Hamburg zu spielen. Aber natürlich gibt es immer wieder Menschen, die das 1:1 setzen. Und, aber diesen Kampf haben wir auch aufgegeben. Wir akzeptieren das. Und ich glaube, ein Mensch, der mal zu einem Konzert von uns kommt, zum 2-Stunden-Konzert, der wird sehen, ach, das ist ja eigentlich eine Rockband auf Kölsch. Und weil 80-90% von dem, was wir machen, könnten wir in diesem Kosmos nicht spielen. Aber es ist ein Teil von unserer Identität und deshalb nehmen wir das auch mit. Wir haben eben im Einspiel auch Echo Fresh gesehen und da gibt es auch einen Song auf dem neuen aktuellen Album, Grüne Papageien. Man muss dazu wissen, in Köln gibt es Heerscharen von grünen Papageien, die hier frei leben und alles vollkacken. Das noch nebenbei. Kastanien abernten. Ich habe mal eine Kastanie im Hinterhof gehabt, da kamen die dann. Ne? Ja. Klar, ja, die machen Rabatz. Ja. Aber ihr habt mit Schublade, findest du die so schlimm, Bettina? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, eine Schublade ist sogar nicht schlecht, da wird man zugeordnet für eine Sache. Nee, aber ich will ja gerade aus der Schublade raus, Ja. weil auf dem Album ist das Lied Grüne Papageien, da geht ja nicht um Karneval, Verkleidung. Ja. Die sind ja so, die Biester. Die Karnevalisten kacken ja mag nicht die. unterwegs. Selten. Hoffentlich. Selten. Aber das ist ja ein Lied, da geht es eigentlich um Toleranz, um eine Gesellschaft, wo alle willkommen sind. Auch ein typisch kölsches Thema eigentlich. Und ihr habt euch den Echo Fresh dazugeholt. Ja. Also erstmal finde ich es interessant, weil ich glaube, du bist jetzt schon der 3. oder 4., der uns interviewt, der dann sagt, ja, aber die nerven doch, die Vögel. Die kacken mir auch immer in den Vorgarten. Aber das Bild ist trotzdem, finden wir halt sehr schön. Der Flo hatte die Idee, dieses Bild einfach auch mitgebracht in unser Kreativcamp, weil die Vögel, diese bunten, die grünen Papageien, die sind ja noch nicht so lange in Köln, aber sie sind einfach schon ein Teil der Stadtgesellschaft, des Bildes geworden. Und das fanden wir einfach als Aussage sehr schön, um einfach auch die Diversität und das Bunte der Stadt darzustellen. Und wir haben aber dann schnell beim Songwriting gemerkt, da fehlt noch irgendwie was. Weil wenn wir als 5 klassische alte weiße Cis-Männer dann anfangen, die Diversität nochmal aufzuarbeiten, da wäre eine Perspektive von außen dann doch noch mal schön. Und dann haben wir mit Echo telefoniert und der hatte auch direkt Bock und Zeit, hat gesagt, ich kann morgen nicht, ich kann nur jetzt. Und dann stand er im Studio und dann war 2-3 Stunden später der Song fertig und ja, wir sind sehr glücklich, dass er 11 Jahre später, gleich im Anschluss das Konzert mit euch. Basti Kampmann und Casala, danke.